Herzlich willkommen zurück bei unserer Sendung. Ich bin Nathalie und das ist meine Schwester Noemi. Heute machen wir uns auf den Weg an einen ganz speziellen Ort. Aber für das sind wir noch ein bisschen vorbereitet. Ihr habt da gesehen, wir haben schon alles parat. Mikrofon, Kisten mit allen Sachen, die wir brauchen. Jetzt warten wir noch auf unseren Fahrer, dann kommen wir los. Und unterwegs können wir euch dann ein bisschen mehr darüber erzählen, wo wir hingehen und was wir so machen. Hast du deine Ausweis dabei? Hey, voll! Perfekt. Genau, die brauchen wir nachher auch. Ah, schau, da ist er schon. Können wir gerade einladen gehen. Sehr gut. Wir sind jetzt unterwegs zum Erfinderwettbewerb. Ein paar von euch haben vielleicht die letzte Folge geschaut und mitbekommen, dass der Knüsli trotzdem noch eine Lösung gefunden hat, was er an diesem Event präsentieren kann. Und genau das werden wir jetzt anschauen. Wir zwei dürfen nämlich den Event moderieren. Unseren Besucherausweis haben wir schon mitbekommen, weil ohne den können wir nicht rein. Jetzt fahren wir dort hin und schauen, wer hat was Spannendes vorbereitet. Jetzt tun wir alles ausladen und dann geht es los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem Erfinder-Contest. Heute haben wir 3 Teilnehmer. Zuerst haben wir den Wilhelm von Bayern von Deutschland. Dann kommt der Le Professor von Frankreich und am Schluss der Dr. Professor Alois Knüsli aus der Schweiz. Und das sind die 3 allerbesten Erfinder, die es bis ins Finale geschafft haben. Wir haben vorher schon eine Auswahl getroffen, das sind die Top 3. Jetzt sind wir gespannt, was sie uns bringen wollen. Es wird geprüft von unserer Jury auf ganz viele Kriterien, wie ist es praktisch, ist es etwas Neues, was es noch nicht gibt, kann das auch jeder leisten oder nur die Superreichen. Was bringt es uns im Leben? Also es gibt ganz viele Kriterien, die geprüft werden. Und darum wollen wir jetzt gerade überschalten zum ersten Teilnehmer. Das ist der Wilhelm von Bayern. Applaus für den Wilhelm! Ja, ne? Seid grüßt. Dankeschön. Hallo. Ja, es ist so freundlich hier in der Schweiz, in der Fremde. Draußen kann ich meine Ideen präsentieren. Das ist der Wahnsinn. Das jagt mir ja fast das Hütchen ab, oder? Das seht ihr ja. Also, meine Erfindung. Erstmal hören, ich bin bereit, meine Erfindung euch zu präsentieren. Normalerweise habe ich viel zu tun. Ich muss vorbereiten vor und nach dem Oktoberfest. Meine Freunde aus Deutschland, die sehen jetzt das und die wissen, ja gut, was Bier, das sage ich auch nicht nein, oder? Aber jetzt ausnahmsweise zeige ich es euch gratis. Die Schweizer haben ja sonst immer viel Geld. Okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, das wäre der Bogen. Das sieht man eigentlich, der Laufgrad von der Erde, der geht so rüber. Das ist eigentlich der perfekte Pi berechnet. Und dann machen wir da noch so einen zweiten Bogen. Und was seht ihr hier? Könnt ihr mir sagen? Ja, es sieht aus wie ein X, aber ich sehe hier was anderes. Das ist nämlich gar nichts. Hier, so. Sieht man da eine Liege? Und jetzt seht ihr schon, was das ist? Ein Stuhl. Und nicht irgendein Stuhl, das ist von Bayern. Das haben wir denn da hier. Ja, den muss man so, ja, der müsste ja ein bisschen Vorstellungsvermögen haben. Das sieht man ja gleich. Also, ja, komm her. Und das ist der Vergleich. Da habe ich einen Prototypen hergestellt. Und das wird der beste Stuhl. Und wenn man das so sieht, oder? Ja, da kannst du schon was hinsetzen. Und aus was ist es? Aus Holz, aus Arvenholz, in den Bergen. Und wenn man dieses Holz jetzt da mal nicht mehr braucht, dann hockst du hin und dann machst du ein Feuer nebendran, da hast du eine Würste drin und dann denkst du, ja, wenn du das Holz nicht mehr brauchst, dann nimmst du es halt und zündest es halt an. Ja, das ist das Beste. Was ihr jetzt entscheidet, das ist mir wurscht. Ich werde sowieso gewinnen. Für mich bin ich ein Gewinner. Ich wünsche, ciao, servus, Bayern. Hey, Wilhelm von Bayern, herzlichen Dank für deinen super coolen Beitrag. Die Jury wird jetzt entscheiden, wie gut das der ist, wie praktisch der Vorschlag auch ist. Ja, wir werden sehen, wie sie sich entscheiden. Und jetzt haben wir auch gerade schon wieder unseren nächsten Teilnehmer. Das ist Le Professeur aus Frankreich. Applaus für Le Professeur! Bonjour, bonjour. Mes enfants, meine Kinder. Ich präsentiere euch geniale Erfindung. Das Gentier, das ist eine Mikrowelle. Aber das Beste ist frisch gefunden,
Das Super-Öff. Das sogenannte Superei. Es ist super. Super heißt auf Deutsch, glaube ich, auch super. Also, das ist so gut. Das hat eine Schale. So weich wie der Himmel. Wie die Wolken auf dem Himmel um immer nach. Das ist so, ja, weich. Da kannst du einmal draufklopfen und dann ist die Schale weg. Und in die Ei hat er eine feine Schicht aus Milchschokolade, eine feine Schicht aus Ei und hat sehr viel Protein, macht große Muskeln, ist von dem her super für die Kinder. Das machen wir da in diesem Topf und das ist wichtig. Mon Dieu, das war ein bisschen falsch. Oh no, die Superöff ist kaputt. Oh no, was soll das? Meine Erfindung. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben gerade erfahren, dass der Professor leider disqualifiziert wurde, weil er verantwortlich ist für die Entführung vom Heinrich Schwinz. Was? Das war ich nicht. Ich bin unschuldig. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Ah! Hilfe! Ja, das ist jetzt nicht ganz so gewesen, wie wir es geplant haben. Schalten wir einfach am besten zu unserem nächsten Teilnehmer, dem Dr. Professor Alois Knüsli. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu unserer Erfindung. Ihr wisst ja, unsere Superei geklaut wurde, aber darum habe ich ganz tief da gegraben und bin noch auf meine allererste Erfindung gestoßen, die ich je gemacht habe. Der sogenannte Ilsync vom Knüsli. Ein Ilsync ist in dem Sinn so eine Knetmaschine. Da seht ihr, der Geschwindli ist schon am Arbeiten dran. Und das ist etwas in dem Sinn, was ihr daheim auch machen könnt. Ich zeige kurz, wie das geht oder erkläre es euch. Da braucht ihr zum Beispiel Maisstärke dazu und Wasser. Und wichtig ist, ihr müsst von der Maisstärke immer das doppelt so viel rein tun wie Wasser. Wenn ihr zum Beispiel 2 Becher nehmt von dem, müsst ihr von dem einen nehmen. Und nachher schön mit dem Schwingbesen da, nicht mit dem Hausbesen, sondern mit dem Schwingbesen, da rein ein bisschen umschwingerle. Und er hat das jetzt schon vorne gemacht, damit es auch nicht so lang geht. Und es ist jetzt am Umknetten. Und wenn ihr merkt, es ist nicht genug fest oder nicht genug flüssig, dann einfach noch ein bisschen mehr Stärke oder Wasser rein. Und das Coole an dieser Erfindung ist, es ist etwas zum Spielen für eure Kinder. Aber wenn ihr es daheim macht, nicht, dass ich Probleme mit eurer Mami oder dem Papi bekomme, habt immer schön Wasser dabei und einen Lumpen zum Waschen. Oder ihr macht es mit der Mami zusammen, wie ihr wollt. Aber wir sind ausgebildete Ilsync-Produzenten und darum haben wir jetzt das ohne Mami und Papi können machen. Genau. Und wenn ihr das jetzt anschaut, ist das jetzt so eine flüssige Masse. Sogenannte Ilsync-Maske. Aber- Masse, excuse. Wenn ich jetzt da reinlang und da knete, Genau. Jetzt habe nicht ich so da fest. eine feste Masse. Wie ein Ball. Jetzt kann ich einen Schneeball oder so damit formen. Und dann Genau. nehme ich ihn in die Hand. Wird es wieder flüssig. Und das Coole ist, man kann mit dem auch boxen. Darf ich das mal probieren? Das ist so glatt, he? Oder da kannst du reinboxen mit der Faust und kommst nicht rein. Einfach nicht. Habt ihr gesehen? Aber wenn man ganz fein mit dem Finger so wieder geschwindelt jetzt, kommt man locker rein. Das ist ein sogenannter Ilsync. Eben den Böllen machen, der dann vergeht. Das ist aber so ein bisschen grusig, nicht? Aber man könnte dann auch boxen. Keine Chance, um reinzukommen, aber mit einem kleinen Finger. Zack. Sogenannte Ilsync. Ein Spielzeug für gross und klein, für dick und dünn, für alle Menschen auf dieser Welt. Ich würde mich freuen, wenn ihr für mich abstimmen würdet oder was auch immer, damit ich mal das Erfinderwettbewerb auch gewinnen könnte. Ich war schon seit 10 Jahren im Fall. Genau, das war es von uns. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Heiri. Und
Am Dr. Alois Knüsli war wieder mal super interessant, was ihr da, das Ilsync, noch nie so etwas gesehen. Genau. Ja, jetzt wollen wir eine kurze Pause machen. Jetzt ist nämlich die Jury gerade am beraten, wer von diesen 3 Teilnehmern das gewonnen hat, wer die coolste Erfindung hat für Gross und Klein. Und darum, nach einer kurzen Pause sind wir zurück. Bis dann. Bis dann. Das ist so streng. Seht ihr, was ich da mache? Es ist eine harte Arbeit. Aber wenn ihr jetzt einmal umschaut, das sind europäische Kokosnüsse. Europäische Kokosnüsse. Spezielle Züchtung. Und wenn man jetzt da dagegen klopft, seht ihr das? Schau mal an. Das ist jetzt harte Arbeit gewesen. Da seht ihr, wie ich da geklopft habe, bis die oben runtergekommen sind. Und das könnt ihr gewinnen, exklusiv. Nur jetzt, nach dem ganzen Quiz und zusammenfassend, wenn ihr alle Fragen beantworten könnt und richtig sind, dann habt ihr das als Gewinn. Durch meinen Schweiß und Arbeit. Viel Erfolg und viel Glück. Ciao zusammen. Die Erfindungen, die wir heute gesehen haben, sind alle gut gewesen, aber nur jemand kann gewinnen. Und die Jury hat den Entscheid gefällt. Das Gouverneur kommt jetzt gerade zu uns, wo der Gewinner bekannt gegeben wird. Jetzt wollen wir schauen, wer die allerbeste Erfindung gemacht hat. Wir machen das Gouverneur auf. Ihr seht hier, Gewinner-Erfinderwettbewerb. Ist also alles ganz gut gelaufen. Wir haben da nichts damit zu tun gehabt. Und der Gewinner ist Dr. Professor Alois Knüsli! Jawohl! Hey, das ist einfach genial! Das ist super! Hey, ist so gut! Ich habe gesagt, das ist ein guter Ding. Und du hast perfekt gerührt. Ohne dich hätte ich das jetzt auch nicht geschafft. Ihr seht es dann nochmal ganz offiziell. Professor Dr. Alois Knüsli. Wir sehen uns gerade nachher wieder. Bis dann. So, geschätzte Damen und Herren, der Erfinderwettbewerb ist vorbei. Was ich auch noch erwähnen am Schluss, ist, dass wir, der Heimatschutz, da für die Sicherheit zuständig ist. Jetzt warten wir noch auf diese Ecke, dann stoßen wir noch an. Oh, steht noch Niseli. Ich habe da etwas gefunden. Das sieht noch interessant aus. Ja. Auf da stoßen wir ab. Ich will sagen, Auf den Heimatschutz. auf unser Bewachen. Zum Wohl. Zum Wohl. Schmückt ihr es also? Nein, ist normal, Cola. Ist ja alles normal. Isoli, Sie Löl, was haben Sie wieder gemacht? Hä? Wir nach Marsch! Das ist jetzt mal ein spannender Wettbewerb gewesen. Sogar noch eine Verhaftung hat es gegeben. Unglaublich, das hätten wir auch nicht erwartet. Aber wir freuen uns auch für den Knüsli hat er gewonnen. Und das Projekt, probiert das mal daheim aus. Es funktioniert also wirklich, ist super interessant. Hey, mega. Wir zwei sind jetzt aber zurück vom Wettbewerb. Wir müssen wieder aufräumen mit dem Team. In dieser Zeit könnt ihr daheim noch ein Lied singen. Und wir sehen uns dann nachher wieder. Bis dann! Immer und überall ist Gott bei dir. Steh am besten auf und sing mit uns. Vom Anfang bis zum Ende wachet Gott ständig über mich und über dich. Ja, hat so versprochen, wenn wir sein Wort brauchen. Glaub mir's doch, ich bin bei dir.
mir super. Ja, nein, wo bin ich denn da gelandet? Jetzt hat mich das Navi voll den falschen Weg geführt. Ja, dem kannst du aber auch nicht immer vertrauen. Jetzt kommt mir aber gerade in den Sinn, nicht nur im Strassenverkehr brauchen wir Führung, sondern auch im Leben sonst. Und dort gibt es einen, der kann immer richtig führen. Sicher weisst du, wer ich meine. Genau, Gott. Ja, der Abraham, der hat darauf vertraut, dass Gott ihn führt. Der Abraham ist inzwischen ein sehr alter Mann. Er hat schon viel mit Gott erlebt, wie Gott ihn ins Land Kanaan geführt hat. Gott hat ihn beschützt, dass er nicht sterben musste, als er beim Pharao in grossen Schwierigkeiten war. Und Gott hat auch seinen Sohn den Isaac vor dem Tod bewahrt. Zu allem anderen ist der Abraham reich beschenkt worden mit vielen Tieren und Diener und Dienerinnen. Ja, der Abraham weiss, was Gott verspricht, das haltet er auch. Aus dem Abraham soll mal ein grosses Volk entstehen. Jetzt hat aber sein Sohn, der Isaac, noch gar keine Frau. Wie soll denn da ein grosses Volk entstehen? Aber der Abraham vertraut auf Gott, dass Gott dem Isaac die richtige Frau schenken kann. In Kanaan hat es ja viele Frauen. Der Isaac könnte doch einfach eine Frau von dort nehmen. Aber der Abraham will nicht, dass der Isaac eine Frau von Kanaan nimmt. Wieso denn nicht? Wahrscheinlich, weil er weiss, dass viele Menschen da gar nicht so leben, wie Gott das möchte. Sie dienen zum Beispiel anderen Göttern. Sie beten nicht den Gott an, wo Himmel und Erde gemacht hat, an den Gott, wo der Abraham glaubt. Ja, aber was soll er denn tun, wenn er keine Frau von da nehmen kann? Der Abraham hat eine Idee. Er holt seinen Diener zu sich. Wahrscheinlich hat er den Eliezer geholt. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir sagen ihm jetzt einmal so. Und sagt zu ihm: Gang zu meinen Verwandten, hol dort am Isaac eine Frau. Der Eliezer, der zweifelt. Was? Und was ist, wenn die Frau mir gar nicht folgen möchte? Soll ich denn den Isaac zu ihr bringen, zu deinen Verwandten? Aber der Abraham sagt: Nein, auf keinen Fall. Der Isaac muss da bleiben, weil Gott hat das Land meinen Nachkommen versprochen. Gott wird einen Engel vor dir herschicken und dir die richtige Frau zeigen. Wow, das ist aber eine schwierige Aufgabe, die da der Eliezer bekommen hat. Würde ich der Frau ihm einfach folgen? Schliesslich kennt sie ja den Isaac nicht und es ist auch ein weiter Weg nach Kanaan zurück. Gehorcht echt der Eliezer am Abraham und macht, was er sagt? Ja, der Eliezer möchte das tun, was der Abraham gesagt hat. Er macht 10 Kamele parat, packt viele wertvolle Gegenstände ein und macht sich mit ein paar Männern auf den Weg. Nach einer langen Reise kommt er endlich an dem Ort an, wo der Brüder vom Abraham wohnt. Es ist Abend und er und seine Männer mit allen Kamelen lagern draussen vor der Stadt bei einem Brunnen. Der Eliezer weiss nämlich, dass die Frauen am Abend rauskommen, zum Brunnen Wasser zu holen. Aber wie soll er nur erkennen, welches die richtige Frau ist? Welches die Frau ist, wo Gott für den Isaac möchte? Der Eliezer glaubt an Gott und bittet ihn um ein Zeichen. Bitte schenk du mir doch Gelingen. Ich möchte eine Frau fragen, ob sie mir Wasser gibt. Wenn sie dann darauf meinen Kamel auch noch Wasser gibt, dann soll das die richtige Frau sein, wo du für den Isaac geplant hast. Ja, der Eliezer hat eine Verbindung zu Gott. Er möchte das tun, was Gott möchte.
Und so kann Gott ihn gut führen. Das ist wie zum Beispiel, wenn ein Blinder einen blinden Hund hat. Der blinde Hund nützt am Blinden nichts, wenn er weit weg ist, sondern er nützt am Blinden nur etwas, wenn er ganz nah bei ihm ist, wenn er eine Verbindung hat zum Blinden. Und so kann er ihn gut führen. Und so ist es super, dass der Eliezer auch eine Verbindung hatte zu Gott. Ja, und kaum hat der Eliezer fertig gebetet, kommt auch schon eine Frau aus der Stadt. Die Rebekka kommt an den Brunnen. Noch bevor er fertig beten konnte, hat Gott schon genau gewusst, was er braucht. Er kennt seine Gedanken. Gott kennt auch deine Gedanken und weiß genau, was du brauchst. Er weiß zum Beispiel, dass du jeden Tag zu essen und trinken brauchst. Die Rebekka braucht auch zu trinken und so geht sie mit ihrem Krug zum Brunnen und füllt ihn auf. Nachher macht sie sich auf den Weg zurück in die Stadt. Jetzt ist die Gelegenheit da. Der Eliezer läuft ihr entgegen und fragt sie: «Darf ich ein bisschen aus deinem Krug trinken?» Die Rebekka sagt sofort ja. Und sie sieht, dass die Kamele auch vor den leeren Tränken stehen. Und so sagt sie zum Eliezer: «Ich gebe deinen Kamel grad auch noch zu trinken, bis sie alle genug haben.» Der Eliezer, dem ist sicher das Maul offen gestanden. Er kann nur staunen. Jetzt läuft doch die Rebekka hin und her, bringt einen Krug nach dem anderen, bis all seine Kamele genug getrunken haben. Und dann holt der Eliezer etwas für ihn. Er holt goldige Ring und Armreifen und schenkt sie der Rebekka. «Sag mir, von wem bist du? Können wir in deinem Haus übernachten?» Die Rebekka sagt: «Ich bin die Tochter von Betuel, die Enkelin vom Nahor. Ja, bei uns hat es genug Platz und auch Stroh und Futter zum Essen.» Ja, der Eliezer, der weiss sofort, der Nahor, das ist der Bruder von Abraham. Gott ist so gross. Er hat ihn direkt zu den Verwandten von Abraham geführt. Der Diener dankt Gott und kann es fast nicht fassen. Gott möchte auch dir in deinem Leben zeigen, was der richtige Weg ist. Aber wie weisst du, was er möchte? Wie kann Gott dich führen? Indem du mit ihm redest. Und indem du in der Bibel liest. In der Bibel lesen wir ganz viel, was Gott von uns möchte. Wir lesen zum Beispiel, dass Gott uns ganz fest lieb hat und dass er möchte, dass wir auch andere lieb haben und mit ihnen lieb umgehen. Du kannst Gott jederzeit um Hilfe bitten und ihm vertrauen. Der Eliezer vertraut Gott und wartet beim Brunnen. Inzwischen geht Rebekka heim und erzählt alles der Familie. Wo ihre Brüder ihren Schmuck sieht und hört, was sie alles sagt, wartet er nicht lang. Er geht schnell zum Eliezer und sagt zu ihm: «Steh doch nicht da aussen, komm nur zu uns rein. Ich habe gerade Platz gemacht, ihr könnt alle zu uns reinkommen.» Da hat sich der Eliezer aber gefreut. Er wird mit allen Männern ins Haus geführt und der Bruder versorgt all seine Kamele. Er wäscht ihnen die Füße, weil die sind ja sicher mega staubig von dieser langen Reise, und macht das Essen für sie parat. Was für ein Service! Ja, die Männer, die haben ja sicher schon grossen Hunger, aber der Eliezer möchte zuerst noch sagen, wieso er überhaupt da angekommen ist. Und so erzählt er zuerst den Grund von seiner langen Reise. Und auch, dass er Gott um ein Zeichen gebeten hat. Ja, für die Familie ist klar, das kann nur Gott so geführt haben. Gott führt immer richtig. Wie es auch in dem Bibelvers steht, wo wir zusammen gelernt haben. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben.
Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Ja, wir können nicht immer alles verstehen, was um uns herum passiert. Manchmal passieren Sachen, die für uns überhaupt keinen Sinn machen. Aber Gott hat ja die ganze Welt gemacht. Er hat den Überblick. Wir sehen nur einen kleinen Teil, was um uns herum passiert. Er sieht alles. Und darum kannst auch du ihm vertrauen, dass er alles im Griff hat und das Beste für dich möchte. Der Vater und die Brüder von der Rebekka haben verstanden, dass es Gott war, der Eliezer so gut geführt hat. Darum sagen sie zu ihm, nimm Rebekka, sie soll die Frau werden vom Isaac. Der Eliezer, der war überwältigt von dieser Antwort. Hat er jetzt wirklich schon eine Frau gefunden für den Isaac? Hat Gott sein Gebet schon erhört? Er ist mega dankbar und gibt der Rebekka, ihrer Mami und einem Bruder viele Geschenke und Kleider und Schmuck. Jetzt, wo er alles gesagt hat, tun sie zusammen zu Nacht essen und dann übernachten sie bei ihnen. Am nächsten Tag möchte sich der Diener grad auf die Reise machen. Er möchte Rebekka so schnell wie möglich zum Isaac bringen. Aber die Mami und der Brüder von der Rebekka wollen sie doch lieber noch ein bisschen länger bei sich haben. Und so fragen sie Rebekka, was meinst denn du dazu? Ui, was sagt sie echt jetzt? Möchte sie den Isaac echt gar nicht heiraten? Möchte sie bei den Eltern bleiben? Ja, aber die Rebekka sagt, ja, ich möchte mit ihm gehen. In diesem Moment ist der Diener sicher unglaublich erleichtert. Sie hat ja gesagt, was für ein Geschenk. Und so besteigen sie ihre Kamel und machen sich auf die lange Reise zurück nach Kanaan. In Kanaan ist der Isaac gerade auf dem Feld am Betten. Und plötzlich sieht er etwas. Von weitem kommen die Kamele auf ihn zu. Ist echt das der Diener? Hat er wirklich schon eine Frau gefunden für ihn? Sie kommen näher und tatsächlich, der Diener ist nicht allein. Eine Frau ist bei ihm. Wo sie bei ihm sind, erzählt der Diener am Isaac alles, was passiert ist, wie Gott ihn wunderbar geführt hat. Der Isaac ist überglücklich und kommt Rebekka fest lieb über. Er hat jetzt wirklich viel Grund zum Danken sagen. Und das wollen wir jetzt gerade auch noch machen. Mit Gott reden und ihm Danke sagen. Danke, Herr, dass du immer alles im Griff hast. Dass du uns den richtigen Weg kannst zeigen und dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Ja, der Eliezer, der ist wunderbar begleitet worden auf seinem Weg. Und Gott möchte auch dich begleiten auf dem richtigen Weg. Und so wollen wir doch gerade zusammen das Lied singen. Jeden Tag, jede Nacht sollst du mein Begleiter sein. Jeden Tag, jede Nacht sollst du mein Begleiter sein. In der Schule und daheim und wenn ich bei Freunden bin. Ganz egal, wo ich auch hingehe, du wirst mich gar nie im Stich lassen. Jeden Tag von meinem Leben
schön da, Nathalie. Ja, mega. Hey, wir müssen sowieso noch ein Quiz machen, oder? Wenn wir es nicht gerade da machen, es ist so schön da. Hey, wenn man einen Parkplatz findet, wieso nicht? Hey, Josh, meinst du, wir können das Quiz irgendwo da machen? Sicher, ja. Schau, da vorne ist gerade ein Parkplatz. Komm, wir fahren doch da an. Oh ja, perfekt. Und da im Wald hat es ein bisschen Schatten. Schauen wir schnell an. Ja, perfekt. Ist viel schöner da. Super. Ja. Gut, hä? Unglaublich, jetzt ist die Serie vom Abraham schon vorbei. Jetzt haben wir 6 Mal gehört, was er erlebt hat mit Gott und wie Gott ihn geführt hat. Und auch heute wieder haben wir gesehen, wie Gott einfach alles richtig geplant. Hey, so schön. Unglaublich, ja. Mega. Hey, und es gibt doch da auch ein paar Fragen noch drüber über diese Geschichte. Ich weiss, Chris, machen wir es da draußen? Ja, schau da mal, wie vorne schön hat es es da einen ist. schönen Ort, oder? Hey, perfekt. Das ist doch wunderbar. Ja, genau. Wegen Quiz. Ich habe euch schnell vorher eine Nachricht geschickt. Ich habe ein paar Fragen mir überlegt. Perfekt. Und die erste wäre gerade zu der Rebecca, wo wir heute die Geschichte etwas von ihr gehört haben. Und zwar die Frage, wie hat ihr Großvater geheißen? A. Nahor oder B. Betuel oder C. Abraham? Genau, die zweite Frage ist, mit wie viel Kamel ist der Diener unterwegs gewesen? Option A 50, Option B 10 oder Option C 100? Und die dritte Frage, das müssen wir gut aufpassen, ist nämlich die Frage, was war nicht gewesen? Also, welchen Schmuck hat Rebecca am Brunnen nicht vom Diener bekommen? Hat sie den Haarreif nicht bekommen, den Ring oder den Armreif? Was hat sie nicht bekommen von diesen 3 Sachen? Genau, und jetzt, weil es ja Ende dieser Serie ist, haben wir uns noch gedacht, wir könnten euch noch ganz eine Sonderfrage stellen. Und die kommt jetzt nicht aus der Geschichte, sondern die kommt vom Knüsli. Und der Knüsli hat ja heute mit einer Erfindung den Wettbewerb gewonnen. Ich tue die jetzt gerade noch mal schnell da einblenden, wie die geheissen hat. Genau. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet der Name? Wenn ihr herausfindet, wie er zu dem, was die Bedeutung von dem Namen ist, von dieser Erfindung, dann könnt ihr das auch bitte eintragen im Wettbewerbsformular. Und für alle, die das richtig herausfinden, gibt es eine signierte Autogrammkarte vom Knüsli und vom Gschwind. Also haben wir nachher ein Andenken an unsere Sonntagsschule. Und zudem, alle, die es richtig herausfinden, da gibt es noch einen Sonderpreis, ein ganzes super feines Ei. Aber das wird dann ausgelost unter all denen, die das richtig herausgefunden haben. Genau. Das wäre eigentlich noch so ein Bonus. Ich bin gespannt, wie viele von euch das knacken. Und schon beim normalen Quiz gibt es da auch einen Preis oder einfach nur beim Knüsli seine Frage? Ja, aber den habt ihr am Anfang gesehen. Genau, da ist ja ein kurzer Werbespot gekommen. Der Preis, den gibt es für alle, die die anderen 3 Fragen richtig beantwortet haben, wird dort ausgelost. Ja. Hey, da lohnt es sich zum Mitmachen. Wir 3 verabschieden uns da aus dem Wald und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut und bis dann. Bis dann. Tschüss Tschüss zusammen.